Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste aus Wirtschaft, Politik, der 3. Bayerische Fachärztetag in Ingolstadt nach Regensburg, Bamberg, heute der 3., eine relativ junge Veranstaltung, nichtsdestotrotz, glaube ich, sehr wichtig, insbesondere für niedergelassene freiberuflich tätige Ärzte, für Ärzte, die sich auch als Unternehmer verstehen, für Ärzte, die auch auf der Seite stehen, die eventuell später mal anstellen wollen, im Gegensatz zu einer Situation, wo wir immer mehr angestellte Ärzte bekommen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute hier bei Audi in Ingolstadt sein dürfen und möchte ganz besonders den Hausherrn dieser Location, Herrn Fuchs, Vorstand der Audi BKK, hier ganz besonders begrüßen und seinen Kollegen Herrn Lauenstein, ist schon wieder weggegangen, also herzlich willkommen und vielen Dank, dass wir Ihre Örtlichkeit hier nutzen dürfen für diese Veranstaltung. Herzlich willkommen. Besonders begrüßen möchte ich auch unseren ehemaligen Vorstand und Vorsitzenden des Bayerischen Facharztverbandes, Herrn Dolf Hufnagel. Lieber Dolf, herzlich willkommen hier in Ingolstadt. Begrüßen möchte ich auch Herrn Thierholf von MEDI, ein Verband, der ja in ähnlichen Segmenten unterwegs ist. Herr Thierholf, herzlich willkommen hier in Ingolstadt. Last not least möchte ich natürlich unsere zweite stellvertretenden Vorstandsmitglied aus der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns begrüßen. Herzlich willkommen, Ilka, herzlich willkommen, Frau Dr. Enger. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das beherrschende Thema in der Öffentlichkeit, ohne in irgendeiner Wertung auf den Umgang mit diesem Thema eingehen zu wollen, ist das Flüchtlingsthema. Wir wissen, dass mit diesem Zuzug und mit diesem Zugang von großen Mengen an Menschen aus anderen Kulturregionen, aus anderen Ländern eine große Herausforderung auf die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland zukommt, aber auch auf die Gesundheitsversorgung. Und es werden gewaltige Mengen auch in die ambulante haus- und fachärztliche Versorgung drängen. Große Mengen an Menschen, die zusätzlicher Versorgung bedürfen, bei gleichzeitig rückläufigen Zahlen von Hausärzten, aber nicht nur von Hausärzten, sondern auch von Fachärzten, insbesondere in der regionalen Grundversorgung. Wir erleben heute schon in Regionen Bayerns, im Osten Bayerns, nahe zur tschechischen Grenze, Versorgungssituationen von sogenannten 56%. Das heißt, wir haben für 5 Hautärzte nur noch 2 Hautärzte, rückläufige Tendenzen. Und wir wissen auch, dass wir viele, die wir hier sind, die sogenannten Seehofer-Boomer, die sich in den 90er Jahren noch niedergelassen haben, kurz vor der Zulassungssperre, in den nächsten Jahren dabei sind, ihre Praxen abzugeben. Es kommen auf uns Herausforderungen zu, denen wir uns stellen müssen, auch als niedergelassene Fachärzte mit unseren Unternehmen, mit unseren Praxen und über die wir heute diskutieren wollen. Wie absurd ist es, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Zeiten dieser Herausforderung Gesetze durchzuboxen, die Praxissitze und damit Versorgung vom Netz nehmen wollen. Wie absurd ist es, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, in Zeiten, in denen wir nicht mehr wissen, wen wir zuerst behandeln, ein Luxusgesetz für Facharzttermine durchzuboxen, für eine Notlage, die es nicht gibt und die es auch nicht braucht. Wir fordern deshalb die Politik auf und appellieren an die Regierung, angesichts dieser besonderen Herausforderungen ein Moratorium für die Terminservicestellen und für den Aufkauf von Praxissitzen unverzüglich umzusetzen und die Kräfte und Ressourcen dort einzusetzen, wo sie tatsächlich und dringend gebraucht werden. Der Bayerische Facharztverband wählte das Motto heute in Ingolstadt Profil zeigen. Und war ein guter Einfall. Wir sehen den Reifenabdruck hier in Ingolstadt, passt das wunderbar dazu. Und wir haben griffige Themen gewählt hier in Ingolstadt. Und wir haben das Thema Unternehmen, Ingolstadt, ein erfolgreiches Unternehmen, Audi, unbestritten, auch eine erfolgreiche Stadt, Ingolstadt,
sportlich erfolgreich, in die Bundesliga aufgestiegen, dort sorgt sie für Furore und genauso wollen wir uns auch ein bisschen an Ingolstadt anhängen und sagen, der Bayerische Facharztverband tritt für das Unternehmen Fachärzte ein und haben uns das Motto Profil zeigen gewählt. Man braucht Profil. Im Herbst und im Winter auf rutschigen Straßen und draußen in der Niederlassung brauchen Sie Profil und wir brauchen Profil, um in der Spur zu bleiben und nicht einen Wischiwaschi-Kurs zu fahren. Der Bayerische Facharztverband zeigte und zeigt weiterhin Profil, vertritt klar die Interessen der niedergelassenen Fachärzte angesichts auch der Zahl zunehmender angestellter Fachärzte in der ambulanten Medizin ist das wichtiger denn je. Wir müssen uns die Frage stellen, wer stellt an? Diese Frage werden wir heute sicher in dem Block Freiberuflichkeit diskutieren. Der Bayerische Facharztverband zeigte auch Profil in der Vergangenheit. Er war nicht unmaßgeblich beteiligt an der Abschaffung der Praxisgebühr. Wir haben erfolgreich gekämpft gegen eine Bürgerversicherung. Viele können sich an unsere Aktionen erinnern. Und wir haben aber auch das Thema der fachärztlichen Grundversorgung als erstes thematisiert und es bis zu einer Fixation dieses Begriffes im SGB V gebracht. Das tun wir nicht, weil wir nur für die fachärztliche Grundversorgung stehen, sondern weil wir sehen, dass wir dort eklatante Defizite haben. Und wenn es uns nicht gelingt, die fachärztliche Versorgung in der Basis flächendeckend zu stabilisieren, dann sind wir überzeugt, dass es auch langfristig auch keine hochspezialisierten Fachärzte mehr braucht, weil wenn die Grundversorgung an der Klinik ist, dann wird die Spezialisierung erst recht an der Klinik sein. Und deswegen sehen wir diese Defizite und sind froh, dass es uns gelingen konnte, in Berlin diese Pauschale zur Förderung der fachärztlichen Grundversorgung umzusetzen. Ein erster Schritt in diese Richtung, aber nicht der letzte. Es ist dringlich eine Reform auch des EBM erforderlich und es bedarf dringlich zusätzlicher Honorarmittel zur Stabilisierung dieser fachärztlichen Grundversorgung. Wenn man noch bedenkt, dass diese Gruppe ja auch die Termine über die sogenannten Terminservicestellen auffangen soll und dass sie auch die erste Eingangsebene werden wird für die Menschen, die zu uns kommen. Wir wissen heutzutage schon, dass wir zwei Drittel aller Behandlungsfälle in Bayern in der fachärztlichen Versorgung behandeln. Das ist eine Riesenzahl und sie steigt immer weiter. Die Zahlen im fachärztlichen Bereich steigen um 15% in den vergangenen 3 Jahren. Diese Entwicklung ist nicht aufzuhalten und aus dem Grund müssen hier auch Schwerpunkte gesetzt werden. Der Bayerische Facharztverband hält auch weiterhin Spur. Unser Motto, wir bringen Ärzte zusammen, wollen wir weiter behalten. Wir wollen sie fachübergreifend zusammenbringen auf dem Boden gemeinsamer Interessen. Die Interessen der Freiberuflichkeit und den Erhalt der Wirtschaftlichkeit unserer Praxen. Wir wollen sie Versorgungsbereich übergreifend zusammenbringen, in einem fairen Miteinander mit den Hausärzten. Das haben wir immer angestrebt und das haben wir auch in dieser Legislatur in der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns mit den Hausärzten umgesetzt und gelebt. Und wir wollen aber auch Kooperationen mit versorgungsübergreifenden und sektorenübergreifende Kooperationen fördern, weil ich glaube, dass wir Fachärzte ohne eine sinnvolle Verknüpfung, nicht eine Verzahnung, eine Verknüpfung mit dem stationären Sektor langfristig eher schlecht überlebensfähig sein werden. Und hier gibt es unter dem Primat der Freiberuflichkeit Kooperationen zu finden, die uns unsere Selbstbestimmung und Freiberuflichkeit erhalten, auf der anderen Seite die Chance zum Beispiel für operative Fächer auch eröffnen. Und der Bayerische Facharztverband zeigt Profil und heute sein Gesicht anlässlich dieser Veranstaltung und sucht die Diskussion zu den bewegenden Themen, zu den Themen, die 3 Fs, die wir näher vorstellen werden. Und ich freue mich, dass wir heute zum und zum Eingangsreferat Herrn Fuchs gewinnen konnten und wünsche Ihnen viel Erfolg, interessante Gespräche und einen spannenden Verlauf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.